Moin und willkommen beim Kachen TV. Mein Name ist Boris, ich bin der Gründer von der Akademie Culinaire und in diesem Video erkläre ich euch, wie eine Küchenbrigade aufgestellt ist. Eine Küchenbrigade nennt die ganze Equipe, die an einer Küche schafft. Die Equipe hat eine definierte Hierarchie und das erkläre ich euch jetzt. Für euch besser vorzustellen, wie das Küchenbrigade sich zusammenstellt, stellen wir uns einfach mal vor, ihr wollt ein Restaurant machen. An eurem Restaurant seid ihr der Chefkoch, das heißt, ihr seid ganz oben an der Hierarchie. Als Chef von einem Restaurant hat er natürlich Responsabilitäten. An das Sinn, der muss die Equipe gerieren können, der muss das Menü an die ganze Karte aufstellen, der muss Kommandos bei einem Fournisseur machen und Apprentieren als Stagiaire ausbilden. Das sind mal als erstes Responsabilitäten. Aber als Küchenchef muss er eigentlich all die verschiedenen Teile an der Küche beherrschen. Einmal eine Liste von den Teilen, auch Partien genannt, die so in einer Küche gehen. Die muss also Soße können machen, Fleisch können machen, Fisch können machen, Gemüse präparieren, Garnitur können präparieren. Alles hat Buffet, Kalentrée, Warmentrée, Charcuterie-Stil und natürlich ganz wichtig, den Patissier-Stil. Anfang ist all Teil praktisch ein Beruf, der natürlich auch seinen Namen hat. Das heißt, für die Soßen zu machen, das ist Saucier, den Fleisch präpariert als ein Rotisseur, alles was Fisch als Fruits de mer als Poissonnier, alles was Gemüse, Kalentrée und Garnituren als heißt Entremetier, alles was Buffet, Kalentrée und Charcuterie, das ist Boucher, und natürlich alles was Saisons oder auch Desserts eben ist, das ist Patissier. Alle guten Ideen, die ich euch also aufgezählt habe, heißen Partien. Und alle Partien ist eigentlich ein Beruf für sich. Also wenn man sich als Chefkoch muss dir das alles schon mal können. Mehr Restaurant hat extrem viel Arbeit, was also macht, der stellt Lomo Leute an. Und die zwei ersten Personen, die da sicher muss erstellen, das ist erstens ein Spülmännchen, das ist ein Plongeur. Die Wichtigkeit vom Spülmännchen sieht er den Tag, wo diese krank ist, an die Stellerin, an Pannen, an ihrer Spülhäufe. Und ein Second de Cuisine. Eine Second de Cuisine ist also jetzt Hand. Und diesen soll eigentlich genau dasselbe können wie dir, für eben anzuspringen, wenn die nicht da sind, oder ich eben am besten zur Hand können zu gehen. So, ein Restaurant funktioniert also schon gut, fängt schon zu drehen, an der Stelle noch einen an. Und den nächsten, den er nämlich erstellen muss, das ist ein Chef de Partie. Weil ideal wäre, dass dieser Chef de Partie eigentlich all den beherrscht, von den Soßen bis zum Dessert. So, los stellen wir nach ihn an, und zwar ein Commis de Cuisine. Der steht an der Hierarchie unter dem Chef de Partie und ist der Assistent von diesem. Wieso haben wir also Chef de Cuisine? Dann haben wir Second de Cuisine, just drin an der Hierarchie. Dann haben wir den Chef de Partie, und der Chef de Partie hat unter sich den Commis de Cuisine. So, schauen wir an, der gibt mal 1 Stern kriegen oder 2 Sterne kriegen. Das heißt, in dem Moment fängt er an, alle Partie, von den Soßen bis zum Patissier, der kriegt ein Chef de Partie. Das heißt also, eine Person kümmert sich um ein Teil. Aber für das die Teil auch richtig schule, kriegt alle Chef de Partie, den er dann angestellt hat, ein Commis. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Quantität von Leuten das da du an Restaurant hast. Natürlich könnt ihr immer drauf gehen, was für eine Qualität von Restaurant das ist. So mal, wenn es 1 oder 2 Sterne gehen, da könnt ihr schon mal ausgehen, dass du extrem viele Leute drinnen. Es gibt aber noch 2 andere Posten an einer Küche. Den ersten ist den Tourneur. Den Tourneur ist am Anfang der Libero an der Küche. Das heißt, der muss eigentlich alles können. Und da, wo gerade fehlt, springt das an. An den anderen ist der Comminar. Der Comminar ist eigentlich auch ein Koch, aber den beschäftigt nicht mehr Personal. Wenn er also einen auf allen Posten sitzen hat, mit einem Commis, mit Stagiairen, dem muss gefedert gehen. Und das ist der Comminar, den sich darum kümmert. Du siehst vielleicht besser, wie die ganze Küchenbrigade organisiert ist, aber wie die ganze Hierarchie am Anfang funktioniert. Aber wie bei der Armee gibt es am Anfang einen Spruch, den am Anfang heißt, dass du den Order verstanden hast und exekutierst, den ist Oui-Chef. Jedenfalls hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat. In diesem Fall gebt einen Daumen nach oben, aber wenn ihr noch nicht abonniert seid in diesem Kanal, dafür das Knöpfchen, das direkt hier drin, einfach draufdrücken, und schon seid abonniert, da verpasst ihr auch sicher nichts.
An Heim drinnen ich noch ein Video gemacht, wo ihr könnt klicken. Und so nicht 25 Merci für gucken. Bis geschwind. Ciao.